Ich bin Asna Samuel Nanza. Ich bin von Beruf Reiseleiter. Das heißt, ich bin unterwegs immer. Meine Aufgabe besteht dann darin, Reisen zu realisieren. Ich begleite eine Gruppe und reise durch meine Heimat Madagaskar während 3 Wochen, reise durch die Insel La Réunion während 2 Wochen und hüpfe zwischen den Inseln der Komoren während 2,5 Wochen. Das heißt, hier ist mein halbes Leben für die Organisation. Warum sage ich das? Ich habe ungefähr 400 Nummern hier. Von Busfahrern, von Hotels, von den vielen Notlösungen, die ich haben muss, weil alles läuft nicht immer so perfekt. Und da sagt man immer, das sage ich immer, ich habe mehr Lösungen als Probleme. Und diese mehr Lösungen, die ich habe, sind viele Telefonnummern. Die Leute klicken mich an und fragen, Hasnam, wir brauchen von dir dieses oder dieses. Schnell kann ich dann von meinem Handy eine Nummer geben von einem Bootsfahrer in den Komoren oder von einer tollen Taxifahrerin in Saint-Pierre of La Réunion. Dann sage ich, dies ist für mich sehr wichtig. Und damit das nicht so schwierig geht, habe ich unterwegs eine Not-SIM-Karte, manchmal 2. In dieser Not-SIM-Karte sind alle Nummern schon gespeichert. Sonst, wenn ich mein Handy verliere, verliere ich ein dritter Bein, kann ich mal so sagen. Und die Entwicklung hat so gut gemacht, dass man auch mit dem Handy etwas anderes machen kann. Und zwar die Netzwerke, wo man schnell sprechen kann. Die Hälfte meines Lebens verbringe ich in Europa. Ich bin aus Madagaskar. Und ich kann sagen, ich habe meine Familie auch hier. Und alle meine Freunde, die kann ich dann hier wieder kontaktieren. Das ist die Chance. Das Problem heute, würde ich sagen, wir kommunizieren mit der ganzen Welt, reden aber nicht miteinander. Wir reden nicht miteinander, aber kommunizieren mit allen. Kommunikation ohne Sprache. Aber die Sprache ist das Wort. Das Wort ist der Gott. Sprich, wenn wir kommunizieren ohne Wort, verlieren wir einen Teil von Gott in uns. Und was ist Gott? Gott ist Liebe. Wenn ich mit dir rede, schenke ich dir meine Zeit und gebe ich dir ein Stück Liebe von mir. Und so sehen wir, viele Menschen haben diese Liebe verloren. Wenn die alle sitzen und alle an dem Handy dann so nur kommunizieren mit den anderen, aber nicht miteinander reden, was passiert, wenn der andere etwas will? Wird der Gesprächspartner als Störfaktor gesehen. Derjenige, mit dem man die Wärme teilen kann, hat leider keinen Anteil an dir. Und was passiert? Wo ist der Gott in uns? Wo ist die Liebe in uns? Wenn der Sohn nicht mit dem Papa reden kann, weil der Sohn am Handy sitzen muss, vorbei, der Vater hat ihm das Leben gegeben. Und umgekehrt, wenn der Cousin, wenn der Freund, wenn die Freundin, wenn sie alle mit der ganzen Welt kommuniziert und nicht mit ihrem Leben, verlieren sie einen Teil von der Menschheit. Danke. Super, oh mein Gott.